Gut, heute oben blicken wir vertiefter in das große Finale von der Josefsgeschichte. Und die Geschichte fängt ja bekanntlich damit an, dass, ich tue ein bisschen wieder ausholen oder rekapitulieren, fängt ja an, der Vater schickt seinen Lieblingssohn, seinen geliebten Sohn zu seinen Brüdern, die ihn fast töten, schließlich nach Ägypten verkaufen. Und dort erlebt er nochmal Erhöhung und Fall. Er wird zum Lieblingsverwalter von Potiphar, bevor er dann im Gefängnis auch in Ägypten landet. Wortwörtlich in einer Grube heisst es, wo ja übertragen wie sein Grab ist. Er ist beseitigt, er ist weg, er ist nur noch halb am Leben. Und dann wird er schließlich über ganz Ägypten neben dem Pharao höchstpersönlich erhöht. Und somit passt Josef in das Messias-Muster, wo man im Garten Eden von dem Samen der Frau, heisst es ganz wörtlich, von dem Nachkommen von der Frau gehört haben oder wo da prophezeit wird. Und genau, wir haben das gestern schon gesehen, eine ganz kurze Sequenz. Was wird da prophezeit? Ist so eine ganz kurze Videosequenz, 8 Sekunden aus einem Bible Project Video. Es wird verheißen, es wird vorausgesagt, die Schlange, das personifizierte Böse, wird der Messias, die Messiasfigur in die Ferse bissen und gleichzeitig, oder eben jetzt hier im Video gerade nachher, wird der Messias aber die Schlange töten, zertreten. Der Messias geht aber selber auch drauf dabei. Und somit zeigt es eigentlich an, sein Leiden, ja, sein Tod, durch sein Tod wird das Böse überwunden. Er kommt aber zurück ins Leben. Das wird zwar jetzt dort in diesem Muster nicht ausdrücklich gesagt, aber bei allen Messias-Figuren ist das so. Und das ist schließlich natürlich auch bei Jesus. Und Jesus erkennt aus den Schriften, dass der Messias muss leiden und auferstehen. Er sagt das ausdrücklich im Lukas 24, das haben wir auch zweimal schon gelesen. Und er erkennt das aus der Gesamtbotschaft. Das ist für mich ganz wichtig. Nicht aus einzelnen Bibelversen dort und dort verstreut, sondern es ist die Gesamtbotschaft, das ist das Muster, das sich ergibt. Nicht nur aus Jesaja und ein paar Prophezeiungen, sondern aus der ganzen aus dem ganzen Zusammenhang und aus den einzelnen Storys, die erzählt werden. Und der Josef ist einer von denen, der so eine Messias-Figur ist, die für Jesus ein prophetisches Bild ist für ihn selber. Insofern ist eben der Josef eine Messias-Figur, eine Retterfigur, durch die Gott seinem Volk und der Welt Heil schenken. Das ist einmal die Definition. Der Messias ist ein gesalbter, also von Gott bevollmächtigter Repräsentant von der Menschheit. Samen der Frau heißt einfach mal Mensch, oder? Ein Nachkommen von der Frau. Jesus nennt sich auch Menschensohn. Ist einfach auch mal eine Bezeichnung für einen Mensch. Aber er ist ein Repräsentant für uns alle. Und der durchläuft Leiden und Tod, bevor er wieder ins Leben zurückkommt und dem Volk Gottes oder der Menschheit Rettung bringt. Und damit haben wir das große Bild vor Augen. Und bevor wir jetzt zum Schluss von der Geschichte von Josef kommen, wollen wir noch ganz kurz anschauen, wie der Josef ins Puzzle von Genesis 1 passt. Also, was für eine Rolle spielt der Josef in dem Buch, in der Familiengeschichte, wo wir ja in Genesis davon lesen? Es gibt ja eine ganze Reihe von Storys in der Bibel, bevor der Josef auftritt. Das ist nicht die erste Geschichte, das ist ja klar. Und es gibt auch sehr vieles, wo man sich immer wieder zurückerinnert. Wenn man die Josefs-Geschichte liest oder hört, dann gibt es immer so gewisse Echos. Man denkt, ja, habe ich schon mal gehört. Ein bisschen anders, aber habe ich schon mal gehört. Und dabei ist auffälliges Versagen von Adam und Eva im Garten wird in ihren Nachkommen wiederholt. Manchmal wird es sogar intensiviert.
Zum Beispiel haben wir verschiedenste Geschwisterkonflikte. Wir haben Kain und Abel, Abraham und Lot. Das ist zwar nicht Bruder, sondern Onkel und Neffe. Aber trotzdem, es sind Verwandte. Der Ismael, Isaac, Esau, Jakob und dann natürlich Josef und seine Brüder, wo es beziehungsmässig unglaublich problematisch ist. Keine gut funktionierende Familie. Häufig ist es auch der jüngere Bruder, der bevorzugt wird, und der ältere, wo der jüngere anfinden. Insbesondere bei diesen Paar, Kain und Abel, Ismael, Isaac, Esau, Jakob und natürlich dann Josef mit seinen Brüdern. Oder Brüder versus Josef, die Ältere gegen die Jüngste. Und die Bruderfeindschaft, wenn man schon mal eine Parallele zu Jesus schlägt, die gibt es eben auch bei Jesus. Also bei seinen Blutsverwandten gibt es eben auch die Rivalität, beziehungsweise so eine ähnliche Feindschaft wie zwischen den Brüdern von Josef mit dem Josef. Also, mag das vielleicht gerade jemand lesen von euch? Es sprachen nun seine Brüder zu ihm: Zieh von hier fort und geh nach Judäa, dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten: Er ist verrückt. Er ist verrückt, er ist von Sinnen. Und ich habe das von nicht weggelöscht, genau. Je nachdem, es ist das Gleiche von der Bedeutung her. Richtig, das sind zwei verschiedene Szenen. Eine im Johannesevangelium, eine im Markus-Evangelium, wo uns einen Hinweis darauf geben, ja, Jesus ist bei seinen eigenen Brüdern und Schwestern nicht unbedingt super angekommen. Also mild ausgedrückt. Sie haben sogar ihn gestichelt und man spürt ein bisschen auch von dem Neid, wo die Brüder gegenüber Josef hatten, auch hier bei den Brüdern von Jesus gegenüber Jesus. Wegen seinem prophetischen Wirken, seiner Wunderheiligen, seiner Nachfolgerschaft. Und dort, wo Jesus manchmal clever sich zurückgezogen hat und nicht die Öffentlichkeit gesucht hat, haben sie gesagt: Ja, was machst jetzt du? Komm, zeig dich doch, riskier doch einmal etwas. Das ist die erste Szene, also so der Neid. Und die zweite Szene ist ganz knapp gehalten und aber sehr ausdrucksstark. Sie haben ihn rausholen aus einer Szene und sie haben gesagt: Das ist nicht ganz bache. Das ist verrückt. Und in einem erweiterten Sinn ist es natürlich auch so, dass Jesus von der Mehrheit von seinen Volksgenossen abgelehnt worden ist. Also von seiner erweiterten Familie, könnte man sagen. Also auch hier kann man ein wichtiges Muster erkennen. Der Messias geht nicht einfach durch fremd auferlegtes Leid und Tod durch, sondern durch Ablehnung oder man kann sagen Verwerfung von der eigenen Familie in Leid und Tod, um dadurch hindurch sozusagen seiner Familie Heil zu schaffen. Es gibt noch weitere faszinierende Parallelen vom Josef zu seinen Vorfahren, wenn wir wieder zurück zum Josef gehen und seiner Rolle im Buch, im 1. Mose. Der Josef, er ist der Lieblingssohn vom Jakob, weil er, das heißt, der Sohn seines Alters war, also er ist spät geboren. Und natürlich auch von der Rahel, seiner Lieblingsfrau. Genauso wie der Isaac der Lieblingssohn war für Abraham und Sarah gegenüber dem Ismael. Und auch der Isaac der Sohn seines Alters war, also spät geboren. Also es gibt Probleme bei der Bevorzugung der einzelnen Kinder. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Jakob, zwischen Jakob und Esau,
Dort tut Rebekka den Jakob bevorzugen und der Isaac bevorzugt der Esau. Und natürlich, wie ich schon erwähnt habe, Sarah und Abraham bevorzugen den Isaac gegenüber dem Ismael. Also, man kann das irgendwie geistlich rechtfertigen, aber rein beziehungsmässig tut sehr viel Leid hervorbringen. Sehr viele Probleme in der Familie. Und dann wird ja der Josef auf dem Feld fast erschlagen. Seine Brüder sehen ihn und denken, okay, jetzt murksen wir ihn ab. Und also das Wort, wir werden ihn erschlagen, wird ausdrücklich erwähnt in Kapitel 37,20. Genau wie beim Abel das tatsächlich passiert ist. Er kommt aufs Feld und das heisst, dann ist der Kain gekommen und hat ihn erschlagen. Genau das gleiche Wort wie dort in der Geschichte von Josef. So ein kleines Echo, wo wir merken, oh, passiert es jetzt wieder? Nein, es passiert nicht ganz wieder, aber fast. Dann gibt es noch ganz spannende Parallelen zwischen Josef und was vorher passiert ist. Die Brüder von Josef, die täuschen ihren Vater, den Jakob, damit, dass sie die Kleider von seinem Sohn mit Blut tränken. Und sagen, wildes Tier hätten gegessen oder hätten erlegt, hätten getötet, hätten gerissen. Damit er eben das. Und Jakob glaubt das. Also er wird getäuscht durch die Kleider von seinem Sohn. Der Jakob selber hat schon seinen eigenen Vater getäuscht mit Kleidern. Der Isaac hat sich gekleidet, um sich als Esau auszugeben. Das ist so interessant, die Parallelen. Meine Güte. Und das sind alles nicht so gute Parallelen. Und es gibt auch eine Botschaft, dass Gott durch all die Täuschungen und die Sünden und das Böse, die in der Familie, der von Gott auserwählten Familie sind, trotzdem Gutes schaffen. Und das ist die ultimative Aussage auch bei der Josefsgeschichte am Schluss. Genau, der Josef, da muss dann, eben wie wir es ja wissen, zwangsmäßig aus seiner Heimat nach Ägypten runtergehen. Das heisst immer nach Ägypten runtergehen, metaphorisch in den Tod hineingehen sozusagen, ins Exil. Genauso wie Adam und Eva aus dem Garten haben müssen gehen. Der Garten Eden, wenn wir genau lesen, wird auch beschrieben als ein erhobener Ort. Er ist ein Quellort, von dort gehen Flüsse aus. Das muss oben sein, damit es runtergehen kann. Und sie müssen auch aus dem Garten raus, weg von der Gegenwart Gottes, weg vom Baum vom Leben und sind im Tod ausgeliefert. Ziemlich genau wie der Josef selber. So ist auch im Josef sein Abendgehen nach Ägypten gewissermaßen ein Todesurteil. Ich habe immer wieder erwähnt, der Tod bedeutet so viel wie Exil und Exil bedeutet so viel wie Tod. Es ist von der Bedeutung her sehr, sehr eng. Wenn man stirbt, dann geht man aus dem Leben raus. Wenn man ins Exil geht, dann ist das Stück weit wie Sterben. Jetzt aber zurück zum Josef in Ägypten. Wir haben einige Kapitel, Genesis 42 bis 45, da ist ein ständiges Hin und Her von seinen Brüdern, von Kanaan zum Josef in Ägypten. Und zurück zum Jakob und Benjamin oben. Und ich glaube, 2-mal, 3-mal hin und her. Und es scheint oberflächlich so, als ob der Josef mit seinen Brüdern spielen würde. Da denkst du, wie grausam ist schon. Also, wenn man es einfach mal so liest, dann das ist nicht so lieb. Mild gesagt. Aber was macht der Josef da? Er prüft seine Brüder, ob sie immer noch die gleichen sind, die ihn verkauft haben. Oder ob sie sich geändert haben. Ja, er erschafft sozusagen Situationen, in denen er seine Brüder prüfen und darin testet, was sie ihm selber gemacht haben. Er tut sie ihnen zuerst mal vorwerfen, ihr seid Spione. Das erinnert zurück an das, was ihm selber vorgeworfen wird. Du spionierst uns nur nach, damit du dem Vater kannst schlecht reden über uns. Du bist ein Spion, bist ein Spion vom Vater, oder? Und dann tut zuerst mal seine eigenen Brüder so, ihr seid doch Spione.
mein Land Ägypten ausspionieren. Ganz interessant. Sonst wird also irgendeinen anderen Grund für das finden wir ja nicht. Das ist eigentlich an den Haaren herbeigezogen, was er da ihnen vorwirft. Und dann nimmt er ihnen einen Bruder weg. Er tut den Simeon bei sich in Gewahrsam nehmen und sagt, geht heim. Da könnt ihr schon noch Getreide mitnehmen, aber geht heim und bringt den Benjamin runter. Und auf dem Weg heim fehlt ihnen wieder ein Bruder. Genau wie damals, wo sie den Josef nicht mitgenommen haben, zurück, weil sie ihn ja verkauft haben. Was sagen sie ihm Vater? Sagen sie ihm Vater die Wahrheit diesmal? Das ist auch ein Test für die Brüder. Machen sie das Gleiche wie damals. Und dann muss der Jakob, sein Lieblingssohn, der Josef hätte ich schon seinen Lieblingssohn gesehen. Jetzt ist der Benjamin der einzige lebendige Lieblingssohn, den er hat, für ihn, für den Jakob. Er muss ihn aufgeben. Also wieder seinen Lieblingssohn aufgeben. Er testet sogar seinen eigenen Vater. Genauso wie der Abraham getestet worden ist, den Isaac loszulassen. Das Sagen, wo Gott verheißt, nicht einfach festzuhalten, als ob es mir gehört, sondern vertrauensvoll vor Gott loszulassen. Dann, was habe ich noch geschrieben? Der Judah, wo Josef verkauft hat, der bietet am Schluss sein Leben für den Benjamin als Ersatz. Eine krasse Wandlung. Darüber wird ich morgen speziell predigen. Das ist auch eine Art Prüfung, wo der Judah besteht. Am Anfang der Bösewicht und am Schluss der Held eigentlich. Aber er hat den Test bestanden. Und dann bei einem Festessen, er ladet alle seine Brüder ein, sie erkennen ihn noch nicht. Und er tut den Benjamin bevorzugen. Also wie heißt 5-mal mehr Essen gibt er ihm. Also mir ist es fast schlecht, wenn ich mir überlege, 5-mal mehr, aber es hat nicht mit dem zu tun, dass er ihn über Essen lässt, sondern dass er ihn eben bevorzugt. Und so in so einem extremen Maß, dass es ihm muss Neid hervorrufen bei seinen Brüdern. Aber es passiert nicht. Sie sind nicht neidisch auf den Benjamin. Das ist spannend. Er tut sie wie zu Eifersucht reizen, aber es passiert nicht. Und schließlich, wir kennen ja die Story, er offenbart sich ihnen und er vergibt ihnen, er versöhnt sich mit ihnen. Und es ist der Anfang von einem Happy End eigentlich, muss man sagen. Es ist der Anfang von einem langen Happy End, von einem längeren Ende, wo wir jetzt vertiefter anschauen. Der Josef sagt nämlich seinen Brüdern, nicht ihr habt mich nach Ägypten gebracht, sondern Gott hat das gemacht. Also er erkennt, es ist Gottes Plan. Und da haben wir direkt die Parallele zu Jesus, wie ich heute Morgen schon gesagt habe. Jesus erkennt Gottes Plan darin, dass er verworfen wird, dass er überliefert wird und dass er leiden muss und am Kreuz sterben tut. Jesus bittet am Kreuz um Vergebung für seine eigenen Mörder. Das kannst du eigentlich nur machen, wenn du weißt, es ist Gottes Plan. Vater, vergib ihnen, im Lukas 23. Und genau so tut ja eben auch hier der Josef seinen Brüdern vergeben und sich mit ihnen versöhnen. Seine Vergebung wird denen angeboten, die mitverantwortlich waren, dass er in Ägypten gelandet ist und viel gelitten hat. Das ist nicht ziemlich schnell erhöht worden. Und genauso wird die Vergebung von Jesus auch denen angeboten, die direkt damals geschichtlich gesehen auch mitverantwortlich waren, dass er gekreuzigt worden ist. In der Apostelgeschichte ist es ziemlich eindeutig. Tut der Petrus direkt die Menge adressieren und sagt, ihr habt ihn gekreuzigt. Also nicht wortwörtlich, aber ihr seid mitverantwortlich gewesen, ihr habt sie Tod gefordert. Kehrt um und empfangen jetzt die Vergebung, die durch den Tod von Jesus möglich geworden ist. Genau, das Happy End. Wir wollen jetzt ein bisschen tiefer in das Happy End hineinschauen und 2 Stellen lesen. Ich habe diese Stellen jetzt nicht da vorne, sie wären wahrscheinlich jetzt auch viel zu klein zum Lesen. Darum machen wir das so, dass wir
dass wir unsere Bibel aufschlagen und dass wir ein bisschen reihum lesen. Das heisst, jemand liest vielleicht 3 oder 4 Vers, stupst den Nachbar an, dass er weiterliest. Also das ist Genesis 47, Verse 1 bis 12 zuerst und nachher 21 bis 27. Da geht es jetzt darum, was passiert mit dem Jakob und seinen Brüdern, wo sie vom Josef in Ägypten so quasi willkommen geheißen werden. Und wie tut der Josef die Situation verwalten in der Hungersnot? Da kam Josef und sagte es Pharao an und sprach: Mein Vater und meine Brüder, ihr kleines und großes Vieh und alles, was sie haben, sind gekommen aus dem Land Kanaan. Und siehe, sie sind im Lande Gosen. Und er nahm aus allen seinen Brüdern fünf und stellte sie vor Pharao. Da sprach Pharao zu seinen Brüdern: Was ist euer Nahrung? Sie antworteten: Deine Knechte sind Viehhirten, wir und unsere Väter, und sagten weiter zu Pharao: Wir sind gekommen, bei euch zu wohnen im Lande, denn deine Knechte haben nicht Weide für ihr Vieh, so hart drückt die Teuerung das Land Kanaan. So lass doch nun deine Knechte im Lande Gosen wohnen. Pharao sprach zu Josef: Es ist dein Vater und sind deine Brüder, die sind zu dir gekommen. Das Land Ägypten steht dir offen. Lass sie am besten Ort des Landes wohnen. Lass sie im Land Gosen wohnen. Und so du weißt, dass Leute unter ihnen sind, die tüchtig sind, so setze sie über mein Vieh. Josef brachte auch seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn vor Pharao. Und Jakob segnete den Pharao. Pharao aber fragte Jakob: Wie alt bist du? Jakob sprach: Die Zeit meiner Wallfahrt ist 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und lange nicht an die Zeit meiner Väter in ihrer Wallfahrt. Und Jakob segnete den Pharao und ging heraus von ihm. Aber Josef schaffte seinem Vater und seinen Brüdern Wohnung und gab ihnen Besitz in Ägyptenland, am besten Ort des Landes, im Lande Ramses, wie Pharao geboten hatte. Und er versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot, einem jährlichen, nachdem er Kinder hatte. Danke. Jetzt Vers 21. Und er teilte das Volk aus in die Städte von einem Ende Ägyptens bis ans andere, ausgenommen der Priesterfeld. Das kaufte er nicht, denn es war von Pharao für die Priester verordnet, dass sie sich nähren sollten von dem Verordneten, das er ihnen gegeben hatte. Darum brauchten sie ihr Feld nicht zu verkaufen. Da sprach Josef zum Volk: Siehe, ich habe heute gekauft euch und euer Feld dem Pharao. Siehe, da habt ihr Samen und besät das Feld. Und von dem Ertrag sollt ihr dem Fünften dem Pharao geben, 4 Teile soll euer sein, um das Feld zu besehen und zu eurer Speise, für euer Haus und zur Speise für eure Kinder. Sie sagten: Du hast uns am Leben erhalten. Lass uns nur Gnade finden vor dir. Unserem Herrn, so wollen wir dem Pharao leibeigen sein. So machte es Josef zum Gesetz, bis auf den Tag für die Felder der Ägypter, den Fünften dem Pharao zu geben, ausgenommen wird das Feld der Priester, das wurde dem Pharao nicht zu eigen. Und so wohnte Israel in Ägypten, im Land Goshen, und sie hatten es in ihrem Besitz und wuchsen und vermehrten sich sehr. Genau.
Was kommt euch in den Sinn, wenn wir uns an den letzten Vers hier erinnern? Und Israel wohnte in Ägypten im Land Goshen und sie hatten das Land in ihrem Besitz und waren fruchtbar und mehrten sich sehr. Was für ein Echo ist das? Genau, es gibt schon so eine Art, du kennst natürlich den Sequel sozusagen, du weißt die nächste Staffel. Genau, aber an was erinnert uns das noch zurück? Genau, also wir kommen schon noch zur nächsten Staffel, keine Angst, also ganz kurz, nur ein Spoiler. Aber ja, richtig, es ist das, seid fruchtbar und mehret euch, der ultimative Auftrag an die Menschheit, um die Welt zu bevölkern und nach Gottes guter Weisheit und Heiligkeit und Schönheit zu verwalten als seine Repräsentanten, als seine Bilder. Und so in einem guten Land, im Land aus dem Garten Eden aus, expandierend sozusagen in die ganze Welt. Israel heisst, ist im Land Ägypten, hat sich niedergelassen, hat das Land besessen, oder ganz wörtlich heißt sogar, ist festgehalten gewesen im Land. Was immer man damit meint, was man damit meint, ist klar, sie haben sich ganz klar niedergelassen. Sie sind einfach nur kurz da für eine kurze Zeit da geblieben, sondern haben sich wirklich niedergelassen. Ja. Und sie haben sich eben vermehrt und es ist fruchtbar gewesen. Es ist eine Art neuer Schöpfungsbeginn. Ein neuer Schöpfungsanfang. Es ist ein Hinweis auf eine neue Schöpfung. Nicht, dass es schon die neue Schöpfung ist, das sehen wir dann gerade, aber es ist schon ein prophetischer Hinweis auf, dass es eigentlich Gottes ultimative Absicht ist. Genau das, was er in Genesis 1 sozusagen initiiert hat, jetzt wirklich zu realisieren. Es ist natürlich ein bisschen irritierend, sie sind in Ägypten. Es passt ihnen nicht so. Und das ist ja richtig so, dass das uns ein bisschen stört. Aber sie gehen nach Goshen. Ganz komisch, Goshen. Goshen, ich habe von jemandem gehört, also von einem Theologen gehört, dass es könnte ein Wortspiel sein. Goshen ist im Hebräischen mit 3 Wörtern, so jetzt wieder ein bisschen technisch, 3 Buchstaben, ein G, ein Sch und ein N. Und die Vokale werden ja anders dargestellt, aber es sind 3 Buchstaben, Goshen. Und wenn man die mittlere rausnimmt, dann haben wir nur G und N, G und ein N. Und das ist das Wort für Garten, Garn. Und es könnte sein, dass tatsächlich gerade mit dem «Sind fruchtbar und vermehrt euch» eine Anspielung ist auf den Garten. Und da im Deutschen könnte man das wie imitieren. Sie sind nicht im Garten, sondern sind im Garschen. Versteht ihr? Nicht im Garten, sondern im Garschen. Aber es ist eigentlich sonst alles gleich. Sie haben das Beste vom Land, sie besitzen das Land, sie sind fruchtbar, sie vermehren sich. Es ist so wie aller Genesis 1,28. Gottes Familie ist gerettet und sie haben einen Neuanfang. Nicht das, was man erwarten würde. Nicht irgendwie in Mesopotamien oben nehmen, sondern jetzt plötzlich in Ägypten. Aber es ist auf eine Art ein Neuanfang. Gott kann also ihr Exilland Ägypten in ein zeitliches Eden verwandeln. Obwohl ihre eigene Sünde, ihre eigenen Täuschungen sie überhaupt nach Ägypten geführt haben. Sie sollen das Gute, also das Beste vom Land, heisst essen in Goshen, also im neuen Garten, im neuen Garschen sozusagen. Es soll uns an den Garten Eden, an den Anfang vom Buch erinnern. Wenn wir ein Verschen weiterlesen, der Vers 28, wer mag das da gerade lesen? Und Jakob lebte 17 Jahre im Ägyptenland, das sein ganzes Alter war 147 Jahre. Genau, ein mega langweiliger Vers. Meinst du? Nein.
so Zahlen, das ist immer ein bisschen langweilig oder eben auch nicht so langweilig, weil es ist gefüllt mit Symbolik da. Also es ist 17 Jahre dort und eben, man muss eine gewisse Symbolik kennen, beziehungsweise die Bibel x-mal durchgelesen hat, darüber nachgedacht hat, damit es irgendwie aufgehen kann. Darum ist es nicht so einfach. Und Zahlen, wenn man nicht so mathematisch affin ist, ist sowieso nicht so interessant. Und ich bin übrigens gar nicht mathematisch affin. 17 Jahre also Jakob lebt noch recht ein Stückchen in Ägypten, 17 Jahre, und wird insgesamt 147 Jahre alt. Und im Hebräischen heißt es zuerst, also mit 17, das ist gleich wie im Deutschen. Zuerst das Wort 7 und dann das Wort 10. Jetzt in diesem Fall, auf jeden Fall. Und 7 ist eine sehr symbolträchtige Zahl. Mit der Bedeutung plus minus, was bedeutet es etwa? Unendlichkeit. Also das erste Mal, was 7 vorkommt, sind die 7 Schöpfungstage. Und da hat Gott alles zusammengeschafft, also vollständig seine Schöpfung gemacht, also Vollständigkeit, Vollkommenheit. Die gleiche Wortwurzel wie 7 bedeutet im Hebräischen auch Fülle. Also es passt auch sehr gut mit der Bedeutung zusammen von Vollständigkeit. Also Fülle. Und dann natürlich die 10. 10 ist auch sehr symbolträchtig, aber auf das gehe ich jetzt nicht so mega ein. Auf jeden Fall, er hat eine 7er Zahl in Ägypten. Er lebt schon auf eine Art noch ein erfülltes Leben, heisst das. Ein erfülltes Leben lebt Jakob dort. Und wird insgesamt also er hat gesagt, 130, das ist nicht so viel wie meine Vorfahren. Es ist nicht so, ich komme nicht an das volle Leben an, wie der Abraham und der Isaac. Aber jetzt heisst es, er wird 147. Und das ist im Hebräischen zuerst so, die Vollzahl von seinem Leben sind wieder 7, also Fülle. Er hat doch noch eine Fülle vom Leben geschenkt bekommen. 40 und 100. 40 ist auch so eine Zahl, es kommt immer wieder mal so 40 Jahre Wüstenwanderung von Israel, 40 Tage Jesus in der Wüste und so weiter. 40 sind häufig so, es kommt häufig vor bei Prüfungen, bei Tests. Und der Jakob hat ein Leben voller Tests gehabt und Prüfungen gehabt, sogar von seinem eigenen Sohn am Schluss noch geprüft worden, ob er seinen Lieblingssohn wieder aufgeben kann. Und er hat die Prüfung, den Test bestanden. Und 100 ist ja häufig so eine runde Zahl für eine Generation. Er hat tatsächlich seine volle Generation durchleben. Also es sind einfach so kleine Hinweise darauf, die sagen, nein, der Jakob hat doch noch ein volles Leben geniessen in ihrem neuen Eden sozusagen. Aber es ist ein Garschen, leider noch kein Garten, und es ist irritierenderweise in Ägypten und nicht dort, wo wir denken, wo es sein sollte, nämlich in Kanaan. Oder? Das ist das verheißene Land. Kanaan, doch nicht Ägypten. Es ist ein bisschen irritierend, aber es ist trotzdem eindeutig. Und was heißt es denn im Kapitel vorher? Heißt, das ist im Kapitel 36, 27, alle Nachkommen von Jakob, von seinen 12 Söhnen, sind wie viele Personen insgesamt gesehen? Wer weiß das gerade auswendig? Wie? 70, genau. 70 Nachkommen hat er von seinen 12 Söhnen. Und auch diese Zahlen sind sehr symbolträchtig, sehr bedeutsam. 70, das ist genau die Anzahl von Nationen in Genesis 10. In Genesis 10 wird die ganze Welt beschrieben. Der ist von dem abgestammt, der von dort, der von dem, der ist dort angegangen und die haben diese Söhne gekommen. Man liest das Kapitel meistens auch mit mäßigem Interesse. Auch ich lange, lässig. Und auch wenn ich jetzt nochmal lese, ja okay, wieso sollte ich jetzt Juwal, Tuwal und alle unterscheiden können? Aber müssen Sie mal zusammenrechnen, es sind 70. Und das heisst, von dem Zeitpunkt her wissen wir, 70 ist eine symbolische Zahl für die ganze Welt, für alle Nationen. Und jetzt hat der Jakob 12 Söhne und von ihnen 70 Nachkommen, die mit ihm nach Ägypten runtergehen.
Jesus selber hat die Zahlensymbolik auch benutzt. Was hat er? Wie viele Jünger hat er erwählt? 12. Und er hat zum richtigen Zeitpunkt auch noch eine größere Zahl von Jüngern ausgesendet, nämlich 70. Genau. Sorry, das ist da. Richtig. Also 12 natürlich die 12 Stämme Israels, ein Hinweis auf die Erneuerung von Israel, wo Jesus ganz klar als seinen Auftrag gesehen hat. Und 70 als ein Hinweis, es geht ums Heil für die Welt. Genauso wie die 70 Personen schon ein Hinweis sind in dem Text von Genesis, dass es beim Abraham, Isaac und Jakob bei dieser Story um die ganze Welt geht. Um die Rettung von der ganzen Welt. Gut, wir werden ins allerletzte Kapitel springen vom ersten Buch und dort 5 Versli lesen. Nämlich Genesis 50, Verse 16 bis 20. Doch dürft auch gerne jemand vorlesen von euch. Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht: Bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen: Vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten: Wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte: Habt keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Was er beschlossen hat, das steht fest. Ihr wollt mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine neue Stellung konnte ich wieder mit ihm reden. Genau. Also um was geht es? Es ist die Szene, der Jakob ist schon gestorben, er ist gerade feierlich bestattet worden in Kanaan. Ist auch noch bedeutsam, werden wir noch sehen, wieso. Sie kommen zurück und plötzlich bekommen seine Brüder wieder Angst. Ist der Josef, ist seine Vergebung wirklich bleibend? Überlebt sie auch den Tod von Jakob? Oder wendet sich das Blatt und jetzt tut er mal so richtig zurückgehen? Und sie kommen zu ihm und sagen eben: Hey, der Jakob hat es uns noch gesagt, wir sollen ihn noch bitten, vergib uns. Ob das stimmt, wissen wir gar nicht, interessanterweise. Aber der Josef, er bricht wie zusammen und sagt: Hey, geht's noch? Natürlich vergebe ich euch. Genau das hat ja Gott wollen. Ihr habt Böses gedacht, aber Gott wird es zum Guten machen. Also Vers 17 bis 19 ist interessant, sie fallen wieder nieder vom Josef. Also wieder die Erfüllung von diesen Träumen. Er ist tatsächlich ihr Herr geworden. Sie haben gewusst, sie leben wegen der Gnade von Josef. Oder Gottes Gnade durch den Josef. Im größeren Bild. Und er fragt: Bin ich an Gottes Stelle? Natürlich in diesem Zusammenhang eine rhetorische Frage: Nein. Aber auf eine Art doch. Sie haben gewusst, ja, Gott hat ja durch dich gewirkt und wir haben das eigentlich ablehnen. Also wir sind dir eigentlich ausgeliefert. Wir sind auch Gott ausgeliefert, durch dich. Und bei Jesus ist ja tatsächlich der Fall. Jesus hat das Bewusstsein gehabt, dass Gott ihn braucht zum Heil für Israel und dass Gott sogar in ihm am Wirken ist. Ja, alles in am Wirken ist. Und das haben die Christen auch erkannt im Wirken und im Reden von Jesus, natürlich in seiner Auferstehung und darum auch zu Recht anerkennt: Ja, in Jesus ist Gott tatsächlich gekommen.
Also bei Gott, Jesus ist tatsächlich der Fall. Der Vers 20 ist eigentlich der eindrücklichste Vers und also quasi die Quintessenz von der ganzen Josefsgeschichte. Oder? Da werden wir da kurz nochmal lesen. Wir mag über den Vers 20 nochmal lesen, vielleicht in einer anderen Übersetzung. Also nicht, dass die Übersetzung schlecht war, gar nicht, einfach, dass wir es noch in einer anderen Übersetzung gehört haben. Ihr wollt mir Böses tun, aber Gott hat Gutes heraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Okay, ja. Das Böse, was die Welt gedacht hat, was Israel gedacht hat, weil das Böse auch in der Familie von Israel war, ja, hat Gott gesehen und er hat es zum Guten gebraucht. Das ist ein Muster, das sich ja schon vorher gezeigt hat. Ja. Der Abraham mit seinem Umgang mit Sarah und der Hagar, kein Vorbild. Isaac, von ihm wissen wir nicht so viel, was er Schlechtes gemacht hat, das stimmt. Aber Jakob, nehmen wir ihn doch nicht zum moralischen Vorbild in allen Punkten. Josef ist fehlerlos fast, aber seine Brüder, meine Güte. Und auch vorher schon. Sogar der Noah ist nicht am Schluss der fehlerlose Held geblieben. Das Böse ist überall da drin. Aber Gott tut durch das Böse durch sie Heil bringen. Oder man kann sagen, trotz dem Bösen sie Heil in die Welt bringen. Und das Heil, das kommt wie in der Josefsgeschichte sehr eindeutig durch das Leiden und die Erhöhung vom geliebten Sohn. Jesus natürlich als ultimative Erfüllung. Trotz allem Guten und Sagen und dem Happy End, wo wir jetzt hier sozusagen haben, eben ist es irritierend. Man ist immer noch in Ägypten. Das ist nicht genau das, was Gott verheißen hat, nämlich Kanaan. Noch nicht im verheißenen Land. Man ist in einem Land aller Eden, aber noch nicht zurück in Eden. Es ist wie ein neuer Schöpfungsbeginn, aber noch nicht die neue Schöpfung. Es ist ein zeitliches Eden, ein Eden, das schnell wieder kippen kann und tatsächlich auch in eine Hölle gekippt ist. Ägypten ist nämlich zum Todesland, zum Höllenland geworden, zum Gefängnishaus, zum Sklavenhaus für Israel. Und Israel musste befreit werden im Exodus. Es ist also noch nicht das ultimative Eden, sondern ein vorläufiges. Und es ist interessant, der Josef sagt ganz am Schluss vom Buch noch Folgendes zu seinen Brüdern. Josef sagte zu seinen Brüdern, Vers 26, ich sterbe nun, Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach, hat Gott euch dann heimgesucht, dann führt meine Gebeine, also Leichnam heißt das, meine Gebeine von hier hinauf. Er will dann in Kanaan begraben werden. Und dann heißt, und Josef starb dann 110 Jahre alt und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Also eben, Josef wies seine Brüder an, seine Knochen, wenn er gestorben ist, wieder ins Land Kanaan zu bringen. Wenn Gott dann sein Volk aus Ägypten wieder zurückbringt, aus dem Exil, also es ist immer noch klar, es ist eine Art Exil, obwohl Gott in dem Exil ihnen wie ein neues Eden geschenkt hat. Die letzte Szene von der Josefsgeschichte ist also irgendwie so eine Art Cliffhanger für die nächste Staffel. Und wir lesen dann tatsächlich beim Exodus, sein Leichnam wird mitgenommen. Es ist aber ein komischer Schluss für das erste Buch der Bibel. Findet ihr nicht auch? Also ich finde es komisch, wenn es am Schluss vor allem ums Begraben geht. Der Jakob wird tatsächlich noch aufgebracht und dort begraben, in dem Familiengrab in Kanaan. Und der Josef stirbt und sagt, aber nehmt mich mit. Dann habe ich gesagt, du bist tot denn, schon lang. Was willst du? Dass wir deine Knochen mitnehmen?
Warum wird das im letzten Kapitel so betont? Die beiden Begräbnisse vom Jakob und auch das vom Josef im verheißenen Land. Jetzt dürfen die mir helfen. Warum? Das denke dir. Jetzt etwas mit der Auferstehung zu tun. Mhm. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Wenn der Tod das ultimative Exil ist, was ist denn das ultimative Heimkommen? Auferstehung. Nicht einfach körperlos in einem Himmel weiterleben. Das passiert auch, wenn wir direkt sterben. Dann sind wir bei Jesus. Dann sind wir bei Gott aufgehoben, über den Tod raus. Aber das Überwinden vom Tod ist nicht in einen körperlosen Himmel gehen. Das Überwinden vom Tod, das ultimative Überwinden vom Tod, ist das Auferstehung. Darum ist Jesus auferstanden. Just by the way. Der Josef will, dass seine Knochen, mitgenommen werden, drückt eben eine Hoffnung aus. Eine Hoffnung auf Eden. Nicht einmal der körperliche Tod kann die Hoffnung schmälern bei ihm. Warum? Weil es um die Hoffnung auf die Rückkehr nach Eden geht. Das verheißene Land Kanaan als neues Eden natürlich, aus der Sicht von Josef. Sogar der Begräbnisort, wo sie hatten, das Familiengrab in Kanaan, vom Abraham, der ja den gekauft hat, das wissen wir, für seine Familie, wird als ein Feld mit Bäumen beschrieben. In Kapitel 23. Wie ein kleines Eden. Das ist der Ort Machpelah, auf Hebräisch Hütte. Darüber ist dann in der Kreuzfahrerzeit eine Kirche gebaut worden, später natürlich in eine Moschee konvertiert. Heute hat es auch eine Synagoge noch drin. Ist alles so ein bisschen, alle dürfen da dabei sein und den Ort sehen. Aber wenn man da so ein modernes Bild anschaut, das ist immer noch eine Art Garten rundherum. Ein Feld mit Bäumen, ein kleines Eden. Das ist ganz interessant, finde ich. Die Höhle von Machpelah. Machpelah heisst auch etwas wie Doppelhöhle oder Doppel. Also mit einem Paar. Könnte irgendwie etwas mit dem Paar zu tun haben, wo am Anfang auch in einem Garten war. Ich weiß es nicht. Ja, das ist ein Hinweis. Denken wir zum Beispiel auch an die Gräber auf dem Ölberg gegenüber Jerusalem, gegenüber dem Tempel damals, wo der Tempel noch gestanden ist. Das ist ein Symbol für die Hoffnung auf Auferstehung, wenn der Messias nach jüdischer Vorstellung nach Jerusalem zurückkommt und die Toten auferstehen und sie dann im neuen Zeitalter vom Frieden nach Jerusalem eintreten können. Direkt aus ihren Gräbern nach Jerusalem hinein. Das ist die jüdische Auferstehungsvorstellung. Also jüdische Auferstehung. Das ist nicht alles einheitlich im Judentum. Aber ja, das ist so der Grund, wieso der Ölberg, auf der einen Seite ist er noch recht grün, auf der anderen Seite ist er einfach übersät mit diesen ganz hellen Gräbern. Interessant, also das ist einfach nur so ein kleiner Hinweis. Ich verstand die Stelle auch nicht ganz, aber ich finde die Stelle sehr eigenartig, muss ich offen gestehen. Bei der Kreuzigung von Jesus im Matthäus-Evangelium, also es gibt ja einige Ereignisse, die erzählt werden bei den Kreuzigungen. Was passiert bei der Kreuzigung von Jesus? Ein Erdbeben, Vorhang verschlissen. der Vorhang vom Tempel zerrißt. Das meine ich genau. Also genau das. Und natürlich dunkel, das ist auch noch etwas. Ja, und es ist ganz komisch, das heißt in Matthäus 27, und die Gräber haben sich geöffnet und viele Körper von den verstorbenen Heiligen sind auferstanden. Und sie sind aus ihren Gräbern rausgekommen nach seiner Auferstehung, nach der Auferstehung von Jesus. Ein bisschen komisch, also wie ist das sich zu vorstellen? Ja, immer, egal.
Und sind in die Stadt hineingegangen und sind vielen erschienen. Also genau die Hoffnung, die viele Juden damals hatten, ja, wenn das neue Zeitalter anbricht, dann gibt es eine allgemeine Auferstehung und man kann in Jerusalem in das neue Zeitalter eintreten, sagt der Matthäus, es ist auf eine Art schon passiert. Es passiert natürlich dann ultimativ nochmal, wenn Jesus wiederkommt, und zwar dann wirklich für alle, die an Jesus glauben. Nicht auf Jerusalem beschränkt, Gott sei Dank, lokal. Aber es ist schon eine sehr spezielle Stelle. Also ich hoffe, Sie sind mit mir einverstanden. Und ich kann es ja nicht restlos erklären. Aber es hat genau mit dieser Auferstehungshoffnung zu tun. Dass wir auferstehen, genauso wie Jesus aufersteht. Und die Auferstehungshoffnung, die ist interessanterweise irgendwie spürbar am Ende von diesem Buch Genesis, wo so eine starke Betonung gelegt wird auf die Knochen vom Jakob in dem Begräbnis, an dem Begräbnisort, dem kleinen Edeort in Kanaan, und der Josef, und er sagt, bitte nehmt mich mit, nehmt meine Knochen mit und tut mich dort in meinem Familiengrab beisetzen. Die ultimative Hoffnung von der Genesis-Schriftrolle in der Form, wo wir sie heute haben, mit dem Ende von der Josef-Geschichte, die wir lesen, ist die Auferstehungshoffnung. Was haben sonst die Knochen vom Josef dort zu suchen? Aber wenn ihr eine bessere Lösung habt, ich bin sehr interessiert. Aber das ist für mich sehr schlüssig. Vor allem, weil sie im Verlauf der Bibel immer wie klarer formuliert wird und in Jesus tatsächlich in Erfüllung gegangen ist. Die Hoffnung, so wissen wir, ist im ultimativen Messias, Jesus, tatsächlich erfüllt. Er ist auferstanden. Das war auch ein Schock gewesen. Man hat wirklich an eine allgemeine Auferstehung geglaubt, die passiert am Ende von der Zeit. Und jetzt tut einfach Gott sein Messias auferwecken. Das ist neu gewesen und schockierend. Aber es ist klar gewesen, der Messias geht schon uns voraus in das neue Zeitalter. Schickt uns seinen Heiligen Geist. Wir sollen das neue Zeitalter jetzt schon in der Liebe und im Gehorsam und im Glauben an Jesus vorwegnehmen. Und wenn er wiederkommt, werden wir auch so auferweckt. Und die dann leben, natürlich verwandelt in den neuen Auferstehungskörper. Dann müssen wir nicht zuerst sterben. Ganz am Schluss eine Stelle, wo das ziemlich klar und deutlich ausdrücken. Vielleicht mag das auch jemand von euch lesen. Der Paulus schreibt das. Und gemeint in Korinth. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann folgt das Endziel, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Amen. Unsere ultimative Hoffnung. Jesus ist der Erstling. Er ist der Erste, der auferstanden ist. Das heisst, er ist nicht der Letzte auch. Wir folgen noch. Zuerst ist Christus auferstanden, heisst es, oder? Und dann alle, die zu Christus gehören, zum Messias gehören, wenn er wiederkommt. Bei seiner Ankunft heisst es. Und dann folgt das Endziel, wenn es Reich Gott dem Vater übergibt. Und alle antigöttliche Macht abschaffen. Und insofern ist es ganz richtig, ich weiss die Namen nicht, aber wir haben noch, heute Morgen noch miteinander geredet. Genau, ja. Ganz richtig. Man hat sehr viele Parallelen zwischen Jesus und Josef. Und Josef ist so eine Art Messiasfigur. Aber Jesus stellt ihn brutal in Schatten. Oder? Das Heil, das wir durch Jesus erfahren und noch erfahren werden, ist ultimativ viel mehr als das Heil oder die ultimative Erfüllung von dem Heil, das Gott durch den Josef geschaffen hat. Darum ist Josef ein Vorläufer, ein messianischer Vorläufer für Jesus. Wenn Jesus
Bei ihm haben wir wiederhergestellte Beziehung mit Gott, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir können nicht mehr verloren gehen in ihm. Wir sind über den lieblichen Tod hinaus bei ihm aufgehoben im Himmel. Und wenn Jesus wiederkommt, werden wir lieblich wieder auferstehen, genau wie Jesus auferstanden ist. Und werden die neue Welt erben. Garten Eden, nicht 2.0, aber Garten Eden ultimativ, würde ich mal sagen. Garten Eden dann wirklich erfüllt, so wie Gott es gedacht hat. Und darum ist die Geschichte von Josef hört mit der Hoffnung auf die ultimative Erfüllung von dem Heil, von dem Segen auf. Und nicht einfach, jetzt ist alles schon schön, Friede, Freude, Eierkuchen. Das finde ich noch spannend. Und wir wissen ja, die Geschichte geht mit vielen Auf- und Abs weiter. Also zuerst der Exodus, wieder eine Erlösung, dann die Landnahme, dann ganz hohe Zeiten mit David und Salomo und dann der tiefe Fall ins Exil. Und die dunkle Zeiten dann dadurch, bis Jesus plötzlich auftritt und alles wieder auf den Kopf stellt. Und erfüllt auf eine Art, die es niemand wirklich hätte können so voraussehen. Und wir sind sein Volk, wo das vorwegnehmen dürfen, was noch kommen wird. Im Gehorsam ihm gegenüber. Indem wir dem Heiligen Geist folgen und so lieben, so vergeben, wie der Josef schon, auch Jesus uns vergeben hat und wir anderen vergeben. Indem wir Liebe zeigen und uns selber hingeben, so wie Jesus sich für die Welt hingegeben hat. Und das wird auch morgen in der Predigt dann mehr das Thema sein. Aber somit habe ich sozusagen mit euch 3-mal die ganze Josef-Geschichte von A bis Z anschauen und probieren ein paar Parallelen zu Jesus zu ziehen. Gibt es gerade irgendeine Reaktionen oder Fragen? Habe ich euch nicht mehr irritiert? Das finde ich sehr gut übrigens. Nein. Also, gibt es vielleicht irgendeine Reaktionen, Fragen zu dem, was wir heute gehört haben oder auch die letzten 2 Mal? Sonst dürft ihr mich auch persönlich ansprechen nachher. Aber für mich wäre das dann sozusagen wie gelandet.